Schnupperlehre. Wenn man geschnuppert hat, weiss man dann, ob einem dieser Beruf gefällt. Ob man sich für eine Lehre entscheidet oder nicht. Es gibt keine Blinzli-Lehre oder ein Ohrvollnehmen-Lehre oder gar eine Nachhafli-Lehre. Die würde auch gar nichts bringen. Die Nase ist vertrauenswürdig. Die sagt uns schon, ob es das bringt, ob der Beruf passt oder nicht. Ich kenne zwar niemanden, der an seinen neuen Bekannten zuerst ausgiebig schmückt. Und gleich redet man von beschnuppern. Die Nase macht es, unbewusst. Aber die Menschen sind in der festen Überzeugung, man habe sich aufgrund des Äußeren in die Frau verliebt. Vielleicht hat sie auch einfach ein feines Parfum. Coup de foudre. Am Donnerstag war es, meinem Lieblingstag. Der Donnerstag hat anders geschmückt, dekoriert, verzaubert. Wie goldige Sternli-Spray auf den Haaren, wie Staubzucker auf der Kirschtorte, wie ein Schäumchen Schnee. Der Morgen war rum. Wie jeden Mittag habe ich mir Freundin Winnie eingehängt und bin vom Schulhaus ins Gruppenhäuschen gelaufen, zu Mittag essen. Es hat Fleischkäse gegeben. Die Winnie hat ihr ein Teller hergehabt, die Erzieherin hat geschöpft. Sozialpädagogen haben dann noch so geheissen. Die Winnie hat nicht gesehen, dass die Erzieherin noch nicht fertig war mit Schöpfen. Sie hat das Teller zu früh weggezogen und der Bitz Fleischkäse ist mit einem verblühten Prrr auf dem Wachstisch durchgelandet. Die Winnie hat den Rüffel bekommen. Zuerst musste ich lachen, wegen dem gelungenen Ton vom Fleischkäse. Aber dann ist mir das Lachen vergangen. So schlampig und lauwarm wird einmal mein Hang, wenn ich eine alte Frau bin, habe ich gedacht. Nach dem Essen bin ich die Stegen aufgeschlarpet, Hänge waschen und die Zähne putzen, wie sich's gehört. Es hatte eine neue Seife, rechteckig und für eine Seife erstaunlich kantig. Ich habe sie in die Hände genommen, bin unter das warme Wasser damit und habe meine Hände eingeseift. Ich habe nicht mehr gehört, nicht mehr geschnauft, habe nicht mehr gewusst, wo ich bin. Nur noch diesen Duft hat es gegeben, in meiner Nase, meinem Herz, meinem Wesen. Ein stilles Jutzen, ein kühles Feuer, Coup de foudre. Das ist ernst. Das ist Vergäng. Das ist das Wunderbare, was sich Nora so gewünscht hat und das in die Freiheit gezogen hat. Ich habe gehört Wasser laufen. Die Stimme von meinen Gespendli. Ich wasche die Hänge, wie wenn es eine heilige Handlung wäre. Lege die Seife säuferli ins Schäli. Trockne die Hänge ab. Heben sie ans Gesicht. Spüre Tränen kommen. Winnie, was ist das für eine Seife, da die neue, eckige? Die habe ich geschenkt bekommen, Sandelholz, wieso meinst du? Als ich dann mit 16 von meinem ersten verdienten Geld einen Sandelholzfächer gekauft, bin ich glücklich und habe mich entspannt. Ich habe gewusst, dass es mich wirklich gibt. Verschmückt. Verschauen kann man sich. Und verhören auch. Kann man sich auch verschmecken? Eigentlich geht es nicht. Keine Regeln ohne Ausnahme. Gras. Am Morgen früh brüllen sie los. Ich erwache davon. Punkt 8. Die Schweiz gibt Gas. Die Rasenmäher tönen gefährlich. Es sind zwei. Einer mit einer höheren und einer mit einer tieferen Stimme. Aber nach einer halben Stunde ist die ganze Wohnung voll von diesem Gräseln, was es auch niemand gibt, was es nicht gern schmeckt. Wie wenn jemand Liebes in den Arm nimmt und dabei wirklich an dich denkt. Eine uneigennützige Umarmung. Eine, die du so schnell nicht mehr losgelassen sein. Und wieder eine von diesen Düften, die gleichzeitig warm und kalt sind. Von denen gibt es mehr, als ich gedacht hätte. Wir sind die Liebsten. Der Liebste ist Sandelholz. Das Erste und das Letzte. Das Erste, was wir machen, wenn uns die Mutter rausgemurkset hat, ist eine Nase voll nehmen. Dann kommt erst das erste Krähen. Und das Letzte, was wir machen, wenn wir sterben, ist ohne Nase voll nehmen und ausschnaufen. Das Erste und das Letzte, was wir wahrnehmen, ist eine Nase voll. Meistens unerfreuliche Spitalluft.
die nach sterilen Hängen und resistenten Käfern meckert. Das Schnaufen kommt zuerst und bleibt uns treu. Und darum ist das Schmöcken der Ursinn. Ich behaupte, wer nicht bewusst schmeckt, der wird gelebt.